Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse und Benotung der Spieler. Leute, diesmal zum knappen 2:1 Sieg am 7. Bundesligaspieltag gegen den BVB. Bevor wir da reingehen, ja, wie immer der Hinweis: hypen, liken, kommentieren, abonnieren. Damit unterstützt ihr das, was ich hier so tue. Von daher vielen lieben Dank dafür. Ja, am Ende des Tages das Spiel knapper und spannender gestaltet, wie es hätte sein müssen aus meiner Sicht. Ähm, Erst natürlich am Ende des Tages verdient, vielleicht ein bisschen glücklich, wenn man dann so die Schlussphase sieht, obwohl da auch nicht jetzt irgendwelche zwingenden Chancen für Dortmund da waren, um den Ausgleich zu machen. Ähm, Ich glaube, Vincent Kompany hat die Geschichte selber in der 60. Minute wieder scharf gestellt mit seiner super dummen Einwechslung von Leon Goretzka beziehungsweise Auswechslung von Jackson. Auswechslung von Jackson, bevor ich ein bisschen aufs Spiel eingehe, schon mal 100% right. Ja, der war durch, das hast du gesehen, ab der 60. Es war völlig richtig, ihn zu wechseln. Aber ihn zu wechseln und einen defensiven Mittelfeldspieler zu bringen, ist eine absolute Farce. Sorry. Ja, erstens ist das Zeichen gewesen für Dortmund, ja, guck mal, die Bayern stehen jetzt hinten drinne. Und zweitens war einfach keine Anspielstation mehr in der Mitte da. Ja, dann war Harry Kane der Neuner und auf der Zehnerposition war keiner. Niemand. Ja, dadurch hing unser ganzes Offensivspiel. Wir haben offensiv gar nicht mehr stattgefunden, bis Harry Kane sich dann wieder auf die Zehnerposition begeben hat und wir dann ohne Stürmer gespielt haben. Ähm, I don't know why. Ja, völlig überflüssig. Dazu noch Leon Goretzka eine katastrophale Leistung gebracht. Außer dass er mal zweimal den Ball weggeschlagen hat, war es, keine Ahnung, mehr hinterhergelaufen wie sonst was. War maßlos überfordert, der Mann. Weiß ich nicht, warum man da nicht die Eier hatte und da einfach einen Lennart Karl reinzuwerfen und dann einen Olise auf die Zehnerposition zu stellen und dann wäre gut gewesen, ne? Also, ich hatte schon die Befürchtung, dass das mindestens 1:1 ausgeht, wenn nicht, sogar das Momentum war bei Dortmund ab der 60. Minute so. Das muss man sagen, ja. Mit jeder Aktion hast du gemerkt, die Dortmunder kommen dem Tor näher. Ähm, ja, und genau in diese Phase haben wir dann so ein komisches Ding gemacht von Michael Olise, was er sich hoch verdient hat, ja, da so hinzugehen und da so zur Stelle zu sein, das zu riechen, das war natürlich grandios. Ähm, ja, und zum Glück hat Dortmund relativ spät reagiert, ja, mit den Julian Brandt und so weiter, der gegen uns immer ein gutes Spiel macht eigentlich. Warum man Adeyemi dann runtergenommen hat, ja, ist mir Wurst. Ja, für uns war es gut. Das war der Aktivposten bei Dortmund. Ja, und damit ist es dann 2:1 ausgegangen, was ich auch getippt habe, ja, 2:1, Halleluja. Aber die Art und Weise, also erste Halbzeit, gehen wir es kurz durch. Erste Halbzeit war grandios stark von unserer Seite, ja. Ja, Dortmund hat offensiv gar nicht stattgefunden. Gar nicht. Null. Ja, wir haben alles im Griff gehabt. Klar haben wir nicht Torchance auf Torchance auf Torchance gehabt, weil Dortmund es gut gemacht hat, ja, defensiv gut verteidigt. Nichtsdestotrotz hatten wir Chancen, ja, die du vielleicht ein bisschen besser abschließen musst. Aber wir hatten alles im Griff. Ja, man hatte nie jetzt so das Gefühl so: „Oh ja, Dortmund ist am Drücker." 5 Minuten mal, wo wir 'n bisschen nach dem Tor, nach dem 1:0, ja, fairerweise, da hat Dortmund 5 Minuten den Ball gehabt. Wir haben ihnen den Ball überlassen, die haben das Spiel gemacht. Da hätte man kurz denken können: „Oh, schlägt's jetzt um?" Ja, schiebt Dortmund uns jetzt hinten rein, was sie getan haben, 5 Minuten, aber dann haben wir wieder die Kurve gekriegt und dann waren wir wieder am Drücker. Und das war's von Dortmund in der ersten Halbzeit. Die hatten nicht einen Torschuss, nicht eine Ecke, rein gar nichts, ja. Und warum du dann in der 60. Minute das Heft des Handelns so aus der Hand gibst, wie du es dann getan hast, ist für mich ein Rätsel. Ja, also Vincent Kompany, wäre derjenige, wenn es nicht gut gegangen wäre, der da hätte gerade stehen müssen. Ja, die Auswechslung, die Umstellung war eine Katastrophe. Ja, muss man einfach mal so klipp und klar sagen. Gut, so viel zum Spiel. Ich würde sagen, wir werfen mal einen Blick in die Statistiken rein. Aufgrund der ersten Halbzeit sollten die relativ eindeutig sein. Ja, ich glaube, nach der ersten Halbzeit hatte Dortmund irgendwie 25% Ballbesitz. Also, dass es dann noch auf 60-40 gekommen ist, zeigt, wie viel Ballbesitz Dortmund dann in der zweiten Hälfte hatte. Ja, da hatten sie auf jeden Fall mehr wie wir. Ähm,
oder gleich auf, weiß ich nicht, gefühlt war es auf jeden Fall mehr, zumindest ab der 60. Minute. Abseitsstellung 2:1, Fouls 12, 17. An dieser Stelle vielleicht mal ein Wort zum Schiedsrichter. Der Schiedsrichter, keine Ahnung, war maximal überfordert, hat maximal Unruhe und Hektik da reingebracht, ja, anstatt da mal eine klare Linie zu fahren, und dann, ja, du hättest einfach mal eine gelbe Karte ziehen müssen für das ganze Aufregen da, dann hättest du vielleicht noch mal eine ziehen müssen und eine klare Ansage machen müssen: „Noch mal, dann gehst du runter hier mit Gelb-Rot.“ Da das nicht passiert, so hat sich jeder Dortmunder da echauffiert bei jedem kleinen Foul. Ja, Harry Kane wurde halt in der Zentrale, in der Spielaufbau jedes Mal gefoult, ja. Natürlich macht er das clever, so, gar keine Frage, ja, aber es waren Fouls. Punkt, ne? Dadurch kam super viel Hektik rein und also Schiedsrichter war nicht souverän, ja. Dann auch die gelbe Karte für Kovac war für mich auch too much. Auch das Foul, was da gepfiffen wurde für Kimmich, das war kein Foul, das war Schulter an Schulter, ja. Also das musste nicht pfeifen, das war lächerlich. Ähm, und davon gab es 2, 3 Szenen, keine Ahnung. Ja, ganz, ganz wilde Nummer. Gut, Zweikampfquote 42,4 zu 57,1. Wo die anderen 0,5% sind, wissen wir nicht. Die haben wir weggelassen oder was? Wild. Die hat der Schiedsrichter gemacht. Also man sieht, zweikampfmäßig waren wir nicht auf der Höhe. Ja, ich denke, gerade die letzte halbe Stunde hat das gezeigt. Ja, Schüsse aufs Tor 7:1. Ja, das sagt alles. Ne? Schüsse insgesamt 15:8. Aber das sagt alles aus. Ja, Dortmund war dann am Drücker ab der 60. Minute, auf jeden Fall. Aber der einzige Torschuss war dann der vom Brandt, der natürlich drin war. Da sahen wir nicht gut aus. Aber fairerweise kein Vorwurf an die Innenverteidiger. Der Brandt kam aus dem Hinterraum reingelaufen. Aber das ist ja, was ich sagte, es war niemand auf dieser Position. Wir haben damit zwischenzeitlich sogar mit 3 Sechsern gespielt und es war keiner zentral. Wie viele zweite Bälle Dortmund am 16er direkt bekommen hat, das war eine Farce. Ja? Nochmal, wir haben 3 Sechser auf dem Feld gehabt. Katastrophe. Schüsse insgesamt 15:8, Ecken 4:3, angekommene Pässe 514 zu 284, Flanken 4:11. Schüsse insgesamt: Olisse 5, Diaz 4, Kane 2, Torschussvorlagen, Kimmich 1, gewonnene Zweikämpfe. Ja. Harry Kane 10, Pavlovic 6, Olisse 6. Kein Kimmich, kein Goretzka, kein sonst was hier zu sehen. Das sagt viel aus, oder? Ballkontakte 102, Josh, 83, Pavlo, 81, Olisse. Gefoult worden, 6 und 5 für Kane und Olisse. Passt zu dem Spiel. Das sind die Spieler, die das Spiel gewonnen haben. Ja. Ich würde sogar so weit gehen, ja, wir reden über Mannschaftssport, aber heute hat das Spiel zu 60% Harry Kane gewonnen. Ohne Harry Kane hätten wir dieses Spiel heute niemals gewonnen. Ja. Und natürlich auch nicht ohne Michael, der dann das zweite da gemacht hatte. Natürlich am Ende eine Mannschaftsleistung, so nicht falsch verstehen, aber einfach um das mal herauszustreichen, wie stark einfach Harry Kane heute war, das war absurd. Ja. Und damit würde ich sagen, gehen wir mal rein in die Benotung. Gut, wie immer, wir starten mit Winnie Kompany. Ja. Der Sieg gibt ihm am Ende des Tages recht. Mir hat er in der zweiten Halbzeit viel zu wenig Eier gehabt, von daher Note 3. Ja, mehr brauche ich eigentlich gar nicht zu sagen. Warum? Die Auswechslung, die Ausrichtung. Wir haben ab der 60. Minute jeden Ball langgeschlagen von Manuel Neuer. Da war gar nicht mehr der Versuch, von hinten mal koordiniert rauszuspielen, mal was aufzubauen. Jeder Ball wurde langgeschlagen und jeder Ball war gleich wieder weg, gleich wieder bei Dortmund. Man hat Dortmund ab der 60. Minute komplett das Feld überlassen. Warum? I don't know. Ich habe es nicht verstanden so. Ja. Ja, na klar, am Ende des Tages sollen wir es jetzt so argumentieren wie wir gegen Inter letzte Saison. Oh, war clever von uns. Wenn es am Ende des Tages gut geht, kannst du das vielleicht so sehen, aber wenn man sieht, welche Probleme wir hatten, weiß ich nicht. Manuel Neuer, ja, beim Gegentor konnte er relativ wenig machen. Ansonsten heute 2, 3 komische Bälle wieder drin gehabt. Wie gesagt, ab der 60. alles lang geprügelt. Nicht einer ist mal angekommen, ansatzweise. I don't know.
weiß ich nicht. Ich denke, es war eine taktische Vorgabe. Ich glaube nicht, dass Manuel Neuer das von sich aus macht, aber wissen tue ich es nicht. Vielleicht erfahren wir in der PK mehr. Ähm, tja, keine Ahnung. Ein Torschuss, den hat er nicht gehalten. Ansonsten, ja. Ich gebe eine 3,5. Wie gesagt, diese ganzen langen Bälle, die nicht angekommen sind, das war schon wild. Gut. Ich mache mal eben die Aufstellung auf, aber das ist ja heute war ja Standardaufstellung wieder am Start. Wobei wir gleich drauf eingehen noch, erste Halbzeit zu Joschs Position. Das war ja teilweise rechter Verteidiger heute. Gut, Conny Leimer. Conny Leimer hat es heute schwer gehabt gegen, ich weiß nicht, wie heißt der, Riasson, der vom Spielertyp her sehr ähnlich ist, ja, genauso fickrig, der auch über 90 Minuten marschiert, hat mir richtig gut gefallen, der Riasson. Conny Leimer hat mir heute nicht so gut gefallen, hat natürlich am Anfang noch gut ordentlich gegengehalten, konnte dann die Flanke aber auch nicht verhindern, die dann zum Tor geführt hat. Hat vorher schon Probleme gehabt, 1, 2 Flanken zu verhindern über die Seite. Auch offensiv heute nicht so zugegen, wie es zuletzt war. Hat so ein bisschen die Frische gefehlt, hatte ich so das Gefühl, genauso bei Diaz. Ja, da hat mir einfach so der letzte Touch, die letzte Frische heute gefehlt. Im Großen und Ganzen war es okay. Von meiner Seite eine 3,5. Gut, dann kommen wir zu Jonathan Tah, der einen schweren Stand hatte, beziehungsweise auch Upper, beziehungsweise auch Gurasi, beziehungsweise alle drei haben einen schweren Stand miteinander gehabt, denke ich. Das waren verbissene Zweikämpfe. Am Ende des Tages, ja, hat mir ein Tah ein bisschen besser gefallen. Mit Upper kriegt eine 2,5 von meiner Seite. Tah war der dann auch nochmal versucht hat, wach zu rütteln, gerade nach dem Gegentor. Aber auch vorher schon in der einen oder anderen Situation war er da, der da mal ein bisschen versucht hat, wach zu rütteln. Da war wieder nichts zu sehen von einem Kimmich, von einem Goretzka. Die sind wieder komplett abgetaucht. Zum Kotzen, Alter, ja. Wenn, dann war noch Harry Kane da in der Position, dann in der Sechser, kommen wir gleich zu. Ja, Jonathan Tah hat da wenigstens nochmal was versucht, hat ein ordentliches Spiel von meiner Seite aus gemacht. Upper, ja, Upper habe ich einen Tacken schlechter gesehen, hatte 1, 2 Unsicherheiten drin heute. Wie gesagt, das Gegentor, I don't know, kreide ich ihn jetzt nicht an, aber davor schon bei einem Kopfball gegen Gurasi, nach der Ecke war es, glaube ich, ja. Das Ding hätte das auch reingehen können, da sah Upper gar nicht gut aus. Also so kannst du da nicht verteidigen, sorry. Ja. Ansonsten ja, nochmal, beide haben sich aufgearbeitet an Gurasi, der es wirklich gut gemacht hat, dafür, dass er da alleine gegen die beiden jedes Mal stand. Im Großen und Ganzen haben wir ihn aber abgemeldet, ja. Aber zweite Halbzeit hat man es dann ein bisschen mehr gesehen. Er konnte viel, viel mehr Bälle mal verlängern und so weiter. Die Spieler sind ein bisschen mehr in die Tiefe gegangen auf Dortmunder Seite. Ja, und wir haben natürlich die Mitte preisgegeben. Von daher war es dann auch nicht ganz so einfach für unsere Innenverteidiger. Ja, und im Großen und Ganzen haben sie es beide gut gemacht. Gut. Sascha Boe. Ja, Sascha oder Sacha hatte heute auch das eine oder andere Problemchen. Ja, 3,5 von meiner Seite, ähnlich wie bei Conny, denke ich. Ja, warum dann die Auswechslung noch kam und man Kimmich dahingestellt hat, weiß ich nicht. Das war mir auch too much, zu wild. Da kam viel zu viel Unruhe rein. Wenn, dann hättest du es zur 60. rummachen sollen, ja. Oder wo du auch einen Jackson ausgewechselt hast, dann hätte ich es noch irgendwo verstanden. So hat das nochmal richtig Unruhe da die letzten Minuten gegeben, ihn da vom Feld zu nehmen. Weiß ich nicht. Hat es bis dahin ordentlich gemacht. Ja, nach vorne hin war das jetzt relativ wenig, aber ja, verständlich, genauso wie auf der anderen Seite, dass man da ein bisschen mehr auf die Defensive schaut. Und Svensson hat ihn ganz gut beschäftigt in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit war der kein Faktor. Ja, aber in der ersten Halbzeit war ganz Dortmund kein Faktor. In der zweiten Halbzeit hat dann Boe ganz gut beschäftigt. Auch da sind 1, 2 Flanken über die Seite gekommen. Auch da konnten wir nicht alles wegverteidigen. Joa. Gut. Ja, dann kommen wir zu Pavlo. Boah, Pavlo tue ich mich heute richtig schwer zu benoten. Hat ordentlich angefangen, ja, hat aber auch wieder angefangen, den Querpass-Toni mit Kimmich zu spielen. Die ersten 15 Minuten jeden Ball wieder auf Kimmich abgelegt oder auf die Innenverteidiger. Das war gar nichts ansatzweise Spielgeschehen teilzunehmen.
Dann haben wir ein bisschen umgestellt, dann war Kimmich mehr auf der halbrechten Position, war dann oft der rechte Verteidiger, weil Boe, weit aufgerückt ist. Dann war Pavlovic so ein bisschen mehr alleine in der Zentrale oder auf so einer halblinken Position so ein bisschen. Da hat er mir gut gefallen, da hat er am Aufbauspiel teilgenommen, hat ein paar gute Bälle gespielt, ja, und nicht immer nur den Querpass Toni. Das war sehr ordentlich. Zweite Halbzeit, die ersten 10 Minuten war es auch okay, dann komplett abgetaucht. Komplett. Ich habe den gar nicht mehr wahrgenommen auf dem Feld. Und dann in der Schlussphase war er plötzlich wieder da, ja? Hat er sich reingeworfen, geackert, gemacht, getan. Von daher tue ich mich sehr schwer. Von daher geht's auf eine 3. Punkt. Ja, damit kommen wir zum Kimmich. Kimmich, erste Halbzeit von meiner Seite Note 1. Das war die beste Halbzeit, die ich diese Saison von Josh gesehen habe. Das war wirklich gut in allen Belangen, ja? Er war diszipliniert, der defensivere Part. Gerade dann dieses mit auf 'n rechten Verteidigerposi fallen lassen, hat mir gut gefallen. Nichtsdestotrotz war er zweimal vorne am 16er, wenn die Möglichkeit da war, um den Schuss zu nehmen. Ja, hat leider nicht ganz geklappt. Ansonsten war da aber nicht so: „Ja, ich laufe mal die Dortmunder im Pressing irgendwo an, vorne am 16er." Das war nicht da. Ja, das war dann erst wieder zweite Halbzeit zu sehen, da war's wieder Vogelwild. Erste Halbzeit war richtig gut von Josh, ja. Warum zweite Halbzeit dann wieder so vogelwild wurde, weiß ich nicht. Habe ich nicht gerafft. Vielleicht, weil wir dann 3 Sechser aufm Feld hatten und nicht wirklich, jeder wusste, wo er hin soll. Deswegen war dann die Mittelposition gar nicht mehr besetzt. Dann hat er ja noch diesen super krassen Ball gespielt, der Dortmundern da 'ne Riesenchance gegeben hat mit dem Ball auf Adeyemi. Ja, das hat die Josh-Leistung natürlich noch mal hart in den Keller gerupft, auch wenn daraus dann nichts passiert ist. Dann habe ich's grade schon gesagt, dann hat mir einfach dieses Aufbäumen, mal das Heft des Handelns in die Hand nehmen in der wichtigen Phase, wo Dortmund am Drücker war, gefehlt. Ja, das hat dann Harry Kane übernommen. Ähm, ja, keine Ahnung. Super schwer zu benoten. Im Großen und Ganzen war er auffälliger wie Pavlo, von daher geht's auf die 2,5, aber nur aufgrund der wirklich starken ersten Halbzeit. Gut, dann kommen wir zu Luis Diaz. Luis Diaz hat sich heute kämpferisch, glaube ich, 110% verausgabt, ja. Geackert, gerackert, ganz, ganz viele Zweikämpfe geführt. Ähm, Hat heute wieder das Quäntchen Glück nicht gehabt im Torabschluss, muss man sagen, aber ansonsten natürlich hat das Tor von Michael halb vorbereitet. Viele Sachen, vorbereitet, eingeleitet, wie immer aktiv vorne. Hat mir gut gefallen. Ähm, Wie gesagt, so das letzte Quäntchen hat ein bisschen gefehlt und ja, gerade zweite Halbzeit hat man gesehen, er war einfach müde, genauso wie Conny Leimer. Ja, da hat's unsere linke Seite wirklich schwer gehabt in der Defensive. Erste Halbzeit haben wir natürlich viel, viel mehr über die rechte Seite, über Maike gespielt wie über links. Wenn's dann mal über links ging, waren Diaz aber da. Ja, ich denke, mit einer 3 ist er heute gut bedient. Gut, dann kommen wir zu Jackson. Ja, das war nix heute. Sorry, Note 4 von meiner Seite. Ähm Das war streckenweise ordentlich, ja, aber gerade dann zweite Halbzeit, ab der 60. war der tot gefühlt, der Mann, ja. Der hat keinen Faktor gespielt, auch erste Halbzeit. Ähm, 1, 2 Mal da vorne war er mal vorne als Anspielstation da, ansonsten war es verschenkter Spieler auf dem Feld leider. Sorry, ja. Ähm, ja, dann zwischenzeitlich haben sie auch mal die Rollen getauscht, dann war Harry Kane mal kurzzeitig der Neuner und Jackson hat sich mal fallen lassen oder sowas. Aber irgendwie die großen Akzente konnte er nicht setzen. Es war jetzt nicht schlecht oder so, er war bemüht, hat sich reingeworfen, so, alles keine Frage. Aber da muss einfach, grade in so einem Spiel muss mehr kommen. Gut, damit sind wir dann bei Ulisse angekommen. Michael heute von Minute 1 an, ja, zusammen mit Harry Kane der prägende Part in unserem Spiel. Ähm, Wie gesagt, es ging viel über die rechte Seite, bedingt auch durch Josh, der da sich da auf die halbrechte Position beziehungsweise den rechten Verteidiger dann hat oft fallen lassen, sodass Boe aufrücken konnte, so Michael aufgerückt. Ja, da ging viel. Dortmund hat sehr, sehr gut gemacht. Defensiv, stand gut, hat gut verteidigt.
Von daher war es nicht ganz so einfach, da irgendwelche Akzente zu setzen. Wenn Akzente gesetzt wurden, ja, dann ging es meistens über Michael, ja. Und dann, wenn ihr die Energieleistung seht beim Tor, was er sich aufgrund der Leistung auf jeden Fall verdient hat, ja. Das war aus meiner Sicht ein überragendes Tor. Hat man dann auch an seinem Jubel gesehen, aber auch da dann noch mal, ich glaube 86., 87., wo er noch mal wirklich alle Kräfte rausholt und 'n Sprint nach hinten setzt, genauso wie Diaz auf der anderen Seite. Ja, das war vorbildlich, vorbildlich und ansonsten, hat er unser Spiel auf jeden Fall mit stark geprägt. Von daher 'ne 1,5 von meiner Seite. Wird nur getoppt von Mister Maschine itself, Harry Kane. Ich habe schon eingangs gesagt, für mich hat Harry Kane heute, 'n Anteil an diesem Sieg von 60%. Warum? Ähm, ja, na klar, wegen dem 1:0, ja, das hat er ich weiß nicht, ich habe Ton ausgehabt, beziehungsweise ich habe Stadionsound nur gehört. Ich kann mir den Wolf Fuß nicht mehr geben, Alter, der labert so viel Scheiße. Ich habe dann nur in der Halbzeit mitgekriegt, dass es da irgendwelche Diskussionen gab, dass er sich Platz verschafft hätte. I don't know. Ich habe jetzt nichts gesehen, wo man irgendwie so gestoßen hat. Mag vielleicht auch die Fanbrille sein, ich weiß es nicht. Ich fand es völlig legitim. Von meiner Seite gibt es da gar nichts zu beanstanden. War 'n gutes Tor. Aber was 'n Harry Kane danach gemacht hat für diese Mannschaft, ja, das ist abartig. Nochmal. Also, nicht nur, dass er in der zweiten Halbzeit, wenn wir Angriffe gefahren haben, sämtliche Angriffe eingeleitet hat. Sämtliche. Da war kein anderer Spieler, der nur ansatzweise 'n Angriff eingeleitet hat, sondern Harry Kane mit seinen langen Bällen. Hat er übrigens schon in der ersten Halbzeit gemacht. Super oft den langen Ball auf Michael Olise gespielt, ja. Ähm, Punkt 1, ja. Punkt 2 in der Phase, ähm, ab der 60., wo Dortmund wirklich nur am Drücker war. Wenn wir den Ball mal festgemacht haben in der eigenen Hälfte, was super selten der Fall war, dann war es über Harry Kane, indem man Foul gezogen hat oder den Ball wirklich festgemacht hat, drehen konnte, den Ball weitergespielt hat, sonst was. Ja. Und der größte Faktor, guckt euch mal die defensiven Zweikämpfe an, die Harry Kane geführt hat in diesem Spiel und wo er diese geführt hat. Ja, das war mehr auf einer Sechserposition, wie es 'n Pavlovic und Goretzka zusammengetan haben in der zweiten Halbzeit. Sogar einmal hinten fast auf der Rechtsverteidigerposition, ja. Ähm, also ohne Harry Kane hätten wir dieses Spiel nicht gewonnen. Das war heute 'ne Maschinenleistung. Alter, wir haben das schon oft gesehen von Harry Kane, aber so auffällig, wie es heute in diesem Spiel war, ich glaube, das hat heute auch mal jeder wahrgenommen, der da vielleicht nicht so drauf achtet. Ähm, Alto Belli, ja. Hut ab dafür. Gut, kommen wir zu den Einwechselspielern. 61. hält sich ja in Grenzen heute. 61. Leon Goretzka. Leon Goretzka kriegt von mir eine 4,5. Er kriegt auch nur die 4,5, weil er zweimal dann, ich weiß nicht, so ab der 75. oder so, also erstmal eine Viertelstunde ist über den Platz gerannt, als wäre ein Huhn in den Kopf abgehakt wurde. Er wusste gar nicht, wo er hin soll. Ich weiß es nicht. Der ist da rumgeirrt wie so ein, nur hinterhergelaufen, ja. Irgendwann war er dann, wo Dortmund uns hinten reingerückt hat, war er dann endlich mal auf einer zentralen Position zweimal und hat zweimal 'n Ball rausgeschlagen. Das war alles, was ich von Leon Goretzka gesehen habe defensiv. Ansonsten ist er nur über die halblinke Position hinterhergelaufen, hinter irgendwelchen Dortmundern, nie in den Zweikampf gekommen, sonst was. Also, absolute Katastrophe. Die Auswechslung, beziehungsweise die Einwechslung hättest du dir zu 100% schenken können. Ja, da hättest du gleich 'n Min-Jae bringen können, ja. Der war auffälliger in seinen 3 Minuten, die er aufm Feld war, hat mehr für diese Mannschaft getan als Leon Goretzka, Alter. Ja, die nächsten beiden können wir natürlich nicht bewerten. Tom Bischof, ja, meines Erachtens, viel zu spät reingekommen, hätte uns sehr, sehr gut getan, wo Dortmund ab der 60. am Drücker war. Ja, da hätte ich mir gewünscht, dass man Tom Bischof bringt. Ja, du hättest 'n Kimmich nach rechts hinten stellen können, hättest 'n Tom Bischof in die Mitte stellen können. Ich glaube, es hätte uns einfach ein bisschen mehr Ballsicherheit in der Mitte gegeben. Aber im Nachhinein natürlich schwer zu sagen, ob dem auch so gekommen wäre. Wäre auf jeden Fall eine Option gewesen. Ähm, ja, heute habe ich ihn dann kaum wahrgenommen in den paar Minuten, die er auf dem Feld war.
Ja, mehr gibt es da nicht zu sagen. Gut, zuletzt Min-Jae. Hat mich natürlich gefreut, dass Min-Jae der war, der dann da nochmal die eine Szene da völlig entschärft hat und da reingegangen ist. Wir hatten riesige Probleme in dieser Phase, ja. Dortmund hat vorne natürlich frische Leute gebracht. Das hat man gesehen, das war ein Riesenvorteil gegen unsere müden Spieler. Ich habe es schon gesagt, so unsere Innenverteidiger haben sich abgearbeitet an Guragi, aber auch unsere Außenverteidiger waren beide platt. Ja. Kimmich als rechter Verteidiger war auch wild unterwegs, ja, die Minuten, die er da noch gespielt hat. Und Min-Jae hat dann einfach nochmal eine Lufthoheit da reingebracht und einfach auch nochmal die Frische, ja, um da ordentlich gegenzuhalten. Das hat er getan in der einen Szene, das sah richtig gut aus. Wurde auch für gefeiert von der Mannschaft, das völlig zu Recht. Ja, gerne mehr davon, von Min-Jae. Benoten können wir es natürlich nicht, ja. So, die paar Minütchen, die er da gekriegt hat, aber das war dann zu der Zeit der richtige Wechsel. Nochmal, warum man vorher, ja genau, abonniert, ne? Ihr kennt das. Warum man vorher den Dortmundern mit dem Wechsel das Feld überlassen hat, aus unserer Sicht, habe ich nicht verstanden. Ja, ey, Chapeau, es ist gut gegangen am Ende des Tages, von daher alles richtig gemacht. Aber das ist mit Sicherheit eine Sache, über die man reden kann. Ja. Ähm, auch warum wir dann die Bälle alle lang gedroschen haben. Was war der Sinn dahinter? So, I don't know, ich habe es nicht verstanden. Ja. Ähm, war der Versuch da, wir überspielen die erste Pressinglinie oder was? Ja, aber dann spiel den Ball doch auch nur über die erste Presselinie und prügel ihn nicht nach vorne auf was weiß ich was, auf da, wo keiner steht von uns. Ne? Also, I don't know, ich habe es absolut nicht verstanden. Ja? Und nochmal, unsere Zentrale in dieser Phase ab der 60. war nicht zugegen. Die war nicht da. Ja, ich verstehe dann vielleicht diesen traurigen Versuch zu sagen, komm, dann nehme ich einen Stürmer runter und bringe noch mal 'n Spieler für die Zentrale, damit ich da irgendeinen sehe. Ja, aber das hat's nur verschlimmert anstatt verbessert, weil dann keiner mehr wusste, wo er hin sollte. Ja, einer von den dreien hätte da mal der klare Zehner sein sollen. Keine Ahnung, das war wild. Das war wirklich wild und, man hatte in der Phase von Minute zu Minute das Gefühl, ja, Dortmund kommt näher und näher, immer besser ins Spiel, immer stärker. Noch zum Glück hat man dann, in der 74. Adeyemi rausgenommen. Der war für mich der Aktivposten auf Dortmunder Seite. Ähm, ich habe erst gesehen, dass ein Sabitzer auf dem Feld ist, nachdem wo er ausgewechselt wurde. Ich habe 'n Sabitzer nicht einmal wahrgenommen bei Dortmund, Alter. Wild, ja. Ähm, und Guirassy, dass man den rausgenommen hat, ja, habe ich verstanden so. Der hat sich abgearbeitet, ja, und da noch mal Frische reinzubringen. Wie gesagt, da haben wir ein bisschen Glück gehabt. Min-Jae Kim hätte man dann auch schon in der 74. bringen können, wo Dortmund, frische Kräfte gebracht hat. Ich glaube, das hätte der Mannschaft auch gut getan, anstatt da irgendwie mit den komischen 3 zentralen Mittelfeldspielern rumzueiern, aber gut. Am Ende des Tages 2:1 gewonnen. Aus meiner Sicht verdient gewonnen, wenn natürlich auch, ähm ja, ich meine, wir reden über Dortmund. Man sieht, das ist eine Mannschaft, die will, ja. Man sieht das an den Zweikampfwerten, an der Einstellung, die haben alles gegeben, 110%. Das ist kein Gegner, den du im Vorbeigehen schlägst, ja. Das hat man heute gesehen. Auch wenn es vielleicht erste Halbzeit einfach aussah, ja. Da hat Dortmund sich nicht richtig getraut. Wir waren richtig da und da, wo wir müde wurden, zweite Halbzeit, ähm hat Dortmund das aber auch gnadenlos ausgenutzt, ne? Aber wir haben immerhin noch so die Qualität gehabt, dass daraus jetzt nicht die riesen Torchancen für Dortmund entstanden sind. Und von daher bleibe ich dabei, dass es ein verdienter Sieg war, ja? Weil was haben wir gesehen? Ein Torschuss, also ein Schuss aufs Tor von Dortmund. So, das war das Tor, ansonsten haben wir keinen Schuss gesehen. Ja, insgesamt 8 Schüsse, aber die gingen halt nicht aufs Tor. So. Ja, da waren natürlich ein, 2 bei, die wirklich wild waren. Wenn er da einmal Guirassy, wenn er den Ball besser getroffen hätte, einmal Adeyemi, den Kimmich ihm geschenkt hat, dann der Kopfball bei der Ecke. So, das waren schon 3 Dinger, die gefährlich waren, so auch wenn sie nicht direkt aufs Tor gingen. Ja, das muss man mal sagen. Wäre einer von den dreien aufs Tor gegangen, wäre wahrscheinlich drin gewesen. Also ist jetzt nicht so, dass Dortmund keine Chancen hatte. Ne, das muss man fairerweise auch sagen. Aber wir hatten halt auch noch genug Möglichkeiten, gerade in der ersten Halbzeit. Ja, der Pfostenschuss von Michael zum Beispiel, aber auch Diaz, der ein, 2 hatte. Ja. Ähm,
Am Ende vielleicht nicht das Riesenspektakel, was alle erwartet haben, so 4:2, 5:2, 5:3, 5:4, was weiß ich. Es war dann dieses, in Anführungsstrichen, popelige 2:1. Aber ja, so ist das nach einer Länderspielpause, ja? Und wie man gesehen hat, auf unserer Seite waren viele müde, ja? Das hat man gesehen. Ab einer gewissen Zeit, ab der 60. rum hat man das schon gesehen. Ja, das war's, Leute. Meine Meinung zum Kracher gegen BVB: gewonnen, Hut ab dafür. Danke, Harry Kane, und natürlich auch den Rest der Mannschaft. Also, jeder wollte bei uns, ja, das hat man auch gesehen. Aber Dortmund war auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit ab der 60. Minute viel, viel fickriger, wie wir es waren, ja, und viel, viel mehr in den Zweikämpfen präsent, und, deswegen haben wir es nicht mehr geschafft, irgendwie ansatzweise da Ruhe reinzubringen. Ähm, Nach dem 2:0 sah es dann besser aus, definitiv. Hatte man so das Gefühl, wir haben den Dortmundern den Zahn gezogen, vielleicht das noch kurz. Und dann ab der 84. wurde es natürlich nochmal hektisch. Wenn du einen Anschlusstreffer machst, natürlich, logisch, ja. Und die letzten 5 Minuten in der Nachspielzeit haben wir es dann eigentlich einigermaßen clever gemacht, ja. Und da auch mal Chapeau nochmal an Harry Kane. Gut, rot-weiße Grüße, Leute. Ich wünsche euch ein schönes Restwochenende. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde!